Das Kämpfen geht weiter. Hier zurück bei Dragon Ball Sparking Zero. Wir sind beim Turnier der Kraft angelangt. Und ja, sind wir gespannt, wie es hier auf der Son Goku-Ebene weitergehen wird, ne? Und vor allem, wie erfolgreich es sein werde. Tja, Bu pennt. Nachdem was ich herumgehört habe, versammelt Son Goku schließlich 10 starke Kämpfer. Einer von ihnen ist jedoch eine ziemliche Schlafmütze. Ich meine dich, Bu. Der Satan teilt Son Goku mit, dass Bu wahrscheinlich nicht so bald aufwachen wird. Also muss Son Goku einen anderen Kämpfer finden und entscheidet sich für U. Nein. Jetzt muss Son Goku seine Freunde von der kontroversen Idee überzeugen, Freezer aus der Hölle zu holen, um an einem Turnier teilzunehmen. Warum eigentlich Cell? Das wäre eigentlich ein bisschen vernünftiger. Er hat die Zellen von den Saiyajins und Freezer in sich unter anderem. Der kann noch wesentlich stärker werden. Freezer stellt die Bedingung, dass sie ihn, wenn sie erfolgreich sind, im Universum retten, mit den Dragon Balls vollständig wiederbeleben. Ja. Dafür würden. Die irdischen Dragon Balls würden gar nicht gehen, ne? Er wurde damit schon mal wiederbelebt. Müssen die amerikanischen oder die Super Dragon Balls sein. Die neu zusammengestellten 10 Krieger aus Universum 7 befinden sich in der Turnier der Kraftarena. In Nullreich und warten darauf loszulegen mit Muten Roshi. Da wird sie 18 für ein Outfit trägt. In Universum 6 kämpft der Auftragskiller Hit, der auf dem Turnier der Zerstörer teilgenommen hat. In dem wir nie selber kämpfen durften. Seit er vom Frost und einigen Saiyajin-Kriegern. Ich hoffe trotzdem, dass irgendwann mal Universum 11 mit einem Topo, ja. Schaukampf haben wir auch nicht gemacht. Ich hoffe trotzdem, dass wir irgendwann mal noch so ein Dragon Ball Spiel mit einer geilen Story wie Dragon Ball Z Kakarot kriegen, nur halt, dass auch in Dragon Ball Super stattfindet. Egal so, was die Kämpfe in Universum 6 so betrifft, da ist noch ein bisschen rar. Tatsächlich. Naja, der Zenos, ne? Verzeihung, ich habe eine Frage. Wie sieht es mit dem Fliegen so aus, ne? Eigentlich nicht erlaubt, ne? Also mit Ki fliegen geht eigentlich nicht. Wieso hat die ganze Zeit sie blockiert? Unendlich Zeit? Hä? Wieso ist zweimal Super Saiyan unterwegs? Red's erst. Ne, Fliegen ist gerade ein bisschen schwierig, tatsächlich. Oh, die coole Musik. Oh, das ist eine gute Frage, ne? Wird das auf YouTube blockiert? Scheiße. Da muss ich mal testen. Das kann die Folge so markieren. Dass ich eventuell zweimal schneiden muss. Also, falls ihr es gar nicht hört, es ist hier die Intro-Move von Dragon Ball Super. Das geht so, Khalifa, ne? Was macht die? Ich laufe! Ich glaube das nicht, ey. Oh. Mist,
Das ist mir rausgetrickst. Ah, ist jetzt schon wieder gemacht. Oh, so ist ja plötzlich los, ey. Ja, ist gut, ich hab's verstanden. Oh oh. Okay. War gerade unnötig spannend, Entschuldigung. Nicht dein Ernst. Jetzt kommt Kill als legendärer Super Saiyajin oder was? Das ist also jetzt vorm Turnier oder was? Vorm offiziellen Start oder wie? Ich hab's nur besiegt, ich hab's nicht getötet. Chill mal! Oh mein Gott, ein weiblicher Broly. Also ich habe da eher gemischte Gefühle. Grüne Haare, legendärer Super Saiyajin. Mhm. Ich weiß, da wird auch im Manga und so, ist noch ein bisschen schwierig, gerade auch wenn es um Broly geht, also im Dragon Ball Super Broly. Wenn es um die Erklärung geht, ja, ist es jetzt ein legendärer Super Saiyajin oder nicht, da wird irgendwie noch ein bisschen drum, naja, rumgequatscht tatsächlich. Ob es eine besondere Form des Super Saiyajin Mutation ist. Warum? Keine Ahnung, warum das so schwierig sein soll. So, kann ich langsam ein bisschen konzentrieren, wäre jetzt nicht so schlecht. Der hat schon ein bisschen was von Broly, also dem Z-Broly, ne? Aua! Wow! Junge, ist sie sauer. Hat die erst gemacht, was er denkt, was sie gemacht hat? Ah, ich hab kein Ki mehr, scheiße. Ja, mach den scheiß Superkonto. Siehst du? Kann jetzt Not auch, aber den. Ah! Bin einfach zu langsam in der Reaktion. Wenn ich merke, dass der andere ein Rachekonto macht, ne, da ist der und ich jetzt quasi. Moment. Das ganz kurz zeigen. Goku, geh mal kurz raus da. Das war gerade im Blocken drin.
Eigentlich ist sie recht langsam. So, das ist der Rache-Konter, ne? Mist! Aber ich hatte es nicht gemacht. Ich war irgendwie nur im falschen Timing drin. Ich bin auch gerade fertig. Ich verliere gegen den legendären Super Saiyajin. Oder Pseudo Super Saiyajin, wie auch immer. Die langt aber auch zu, ey. Ja gut, der Superkonter muss auch selber super kontern. Dann nur ganz kurz wiederholen, Freunde. Au, au, au. Oh, es gibt einen blauen Fleck. Ne, ich bin schon blau. Also hier ist sie so langsam, aber vor teleportieren kann sie plötzlich. Kriegst du mir in die Fresse. So, Goku schlägt einfach Frauen. Ja, schneller! Da kriegst du die Krise, ey. Na toll. Paul ist vor ihrem Scheiß-Move. So. Diesmal das Timing perfekt. Boah, voll in den Stein, ey. Junge, was ist mit dir los? Hä? Wo gehst du hin? Noch nicht hier Feierabend? Ja, schon anrichten kann sie. Oh oh. Au. Jetzt schon wieder. Ja. Ja, das wird nix. Aber die haut echt rein, ey. Guck mal, was die für einen Damage macht. Natürlich weicht man mit Super Konter aus, ist klar.
Ja, ich weiß, wie ich heiße, danke. Was zum? Wer hat denn die jetzt gemacht? Kann man rauskommen, ist leider eine Option, ne? Mann, dass die allen super Konter beherrschen, ist doch scheiße. Hey, ich hab gedrückt! Timing war perfekt. Vorhin lief es mir besser. Scheiße, Mann. Ja, ist gut, Junge, wie ein Berserker. Ja. Ist klar, Digga. Okay. Kaum zu glauben, dass der irgendwie schneller Buttons managen kann als ich, also insofern. Langsam Ki, was zu wenig hatte, warte mal. So Leute, muss ich dann ein bisschen mehr konzentrieren. Oh, natürlich geht's nicht, wenn es im Boden liegt. Geht mir auf die Nerven. Nein! Alter! Man muss gegen die Alten noch machen! Toll, teleportieren war zu langsam. Scheiße aber auch. Junge! Ganz schön nervig, die Alte. Hat der Toppo gerade einen Popel nach Chillen geschmissen? Erneut entwischt er Son Goku. Also Son Goku und die anderen treffen sich mit C17 und C18. Oh. Ja, Sailor Moon lässt grüßen. Dem Trio gelingt es trotz der sitzenden Anstrengungen zu unterbrechen eine brandneue Transformation. In ihrem Erscheinen werden die Kämpfe noch heftiger.
Oh Gott, Goku, bitte mach sie schnell platt. Ich muss heran, ja, stimmt. Ja, ist gut, ich hab's verstanden. Bitte lass mich platt machen. Danke. なんだこの匂い。この匂い。人を惑わすようですが、悟空さんたちはどうやら大丈夫そうですね。なんだかんだで皆さんストイックですし。やっちゃいな。Whoop. Und in die Fresse! Okay, muss super Konter hoffen. Super Konter, wo bist du? Super Konto sind nie weg, keine Ahnung. Ging plötzlich nicht mehr. Mann, oh. Das ist so scheiße. Da ist sie immer noch. Wir gegenüber als Chimisu ein Yatra aus Universum 2. Ja, da gibt's dort auch. Aber gibt es ja eigentlich im Universum 2 auch? Ja, gut, vielleicht gibt es auch Saiyajins dort. Gab es nicht gerade, wenn wir schon beim Thema sind, gab es noch irgendwie eine Szene, die gezeigt hat, oder war es nur ein Gerücht, so irgendetwas, dadurch, dass ja, was schon wieder, Universum 6 ja gespiegelt ist, Universum 7 ungefähr, ja, mehr oder weniger, und Universum 7 war ja der Heimatplanet, das Saiyajins plant, plant doch, Salat. Genau, der Heimatplanet der Saiyajins, der ursprünglich nicht Vegeta, weil der haben sie dann von den Zufurujins übernommen. Der ursprüngliche Planet Vegeta, der Planet der Saiyajins, plant, der wurde, Salat, Entschuldigung, im Planet Salat heißt er. Der gibt es Universum 16 nach, Universum 7 wurde der zerstört. Warum wurde es noch nie erwähnt? Ich glaube, es hat auch irgendwie mit den Saiyajins zu tun gehabt oder so, weil die halt noch ein bisschen bösartiger waren bei uns, also im 7. Universum. Aber dadurch hatte man ja quasi, heißt mal so ein Spiegelbild im Sinne von Universum 6 gibt es einen Planeten noch, Universum 7 nicht mehr. So, mit der Erde ist es gerade umgekehrt. In Universum 6 gab es keine Erde mehr, dafür in Universum 7 noch. Und die Erde haben man irgendwie in Universum 6 wieder hergestellt, nachdem ja da das Turnier der im Universum 6 Arc halt, ne? Also quasi dieses, sag ich jetzt mal, Mini-Turnier, ne? Wo ja 6 Universum gegen 7 Universum angetreten ist, da ging es ja auch um die Super Dragon Balls. Da wurde ja die Erde wieder hergestellt und gibt ja so das Gerücht, dass es dort ja auch einen Mr. Satan geben soll, der aber dort nicht nur der stärkste Mensch in allen ist, sondern angeblich sogar das stärkste im ganzen Universum dort. Ja, ja. Hit an der Masse des Zeitsprungs, den hatten wir ja schon mal.
助けたつもりなんかねえよ。おめえを追い込んでるあいつら見てたらさ。いいか孫悟空、奴は俺の獲物、邪魔はするな。Ah, da war ja was. ほら止めてみろよ。Der Virus für Schnick quasi. Der Virus für Schnelle. すんげえスピードだな。人が手こずるだけあっぞ。 Dummer Müller. 瞬間移動する間もねえとはな。けんどここだ。何？俺の動きを見切ったのか？おめえ確かにすんげえスピードだけど動きが直線的だからよ。タイミングさえ合わせりゃなんとかなっぞ。 Der hatte gerade einen Hit, wollte sich gegen den Mümmler kümmern. Na toll. Du darfst mich jetzt transformieren. Wieder mal gar nichts, ne? Ich muss ja Super Saiyan Goku antreten. Was eigentlich sogar einfach ist für mich tatsächlich. Muss nur ganz kurz da reinkommen. Also Goku hat hier die sogenannte Götterfessel drauf, ne? Die ist jetzt ziemlich geil eigentlich. Scheiß Fenster von 4 Frames, wo der Super Combo funktioniert. Und die Götterfessel war oben, oder? Der war knapp. Ja, die Götterfessel ist schon fies. Die ist ziemlich fies. Was ist mit ihm? Was ist mit Muten Roshi? Unser Muten Roshi. Mal lächeln. So, Goku und Krillin aus dem Publikum rufen und retten Muten Roshi aus der Klemme. Dann stürzt sich nochmal ins Getümmel. Ja, das wären wir auch, aber erst in der nächsten Folge zurück hier bei Dragon Ball Sparking Zero. Danke fürs Zusehen, Freunde, und bis dahin. Ciao zusammen.